Also Leute, wir sind hier, Grindelwald. Wieso sind wir eigentlich hier angekommen? Was meinst du? Damit wir dir lernen Skifahren. Aber wieso Grindelwald? Wieso Grindelwald? Ja. Das ist die Frage. Ja, Grindelwald ist schön. Grindelwald hat hoffentlich Schnee. Mal schauen. Er ist jetzt mein Skilehrer und der Patrick auch. Wo ist der? Siehst du da Schnee? Da oben. Ich habe kein Geld für richtige Skilehrer. Ich glaube, das ist jetzt die deutsche Version. Ski habe ich mir hier gemietet für 87 Stutz mit diesen Schuhen. Ich habe gehört, es ist geil mit denen rumzulaufen. Also noch ein kleiner Tipp. Ja. Sitz lieber ab. Okay, Freunde, da ist es etwas schneller gegangen, aber es ist grusig. Grusig! Also an alle, die das gemacht haben, oder auch jetzt immer noch, die haben das geschafft. Das ist ein fester Kondom, den ich hier über meinen Fuß habe. Okay, gut, jetzt habe ich es angezogen, aber wie kann man damit... Sag mal, geht es Ihnen gut? Haben Sie etwas getrunken? Nein, aber es kommt vielleicht noch. Wenn er etwas trinkt, wird es gerade. Soll ich auf den Stegen laufen? Nein. Hey, wenn ihr das nicht gesagt hättet, wäre ich niemals so, gell? Dann haben wir es nicht gesagt. Also danke, dass du mir da hilfst. Anscheinend ist das nicht gut aufgezogen. Ich habe es aber richtig angezogen, Freunde. Was sagst du dazu? Findest du das lustig? Das erste Mal? Ist immer lustig. Ich weiss nicht, wer das letzte Mal Sporttag hatte, Wintersporttag. Wie alt bin ich jetzt? 24. Wann bist du in der Primar gewesen? Oberstufe? Bis 16, gell? Ja, bis 16, bis minus. Also ja, mit 16 habe ich das letzte Mal das angehabt. Ist einfach nicht gewachsen. Nein. Ja okay, mit 16 bin ich auch nicht mehr gewachsen. Oh, fuck! Ui. Ist das richtig? Wie hast du das Bein mitgefahren? Richtung Garten fahren. Ja. Weil ich einen schönen Grad habe. Ja. So Pommes und was brennt. So machen. Ich habe zwar nicht verstanden, aber egal. Irgendwie wird das schon klappen. Okay! Ja! Wie habe ich es gemeint? Ich kann es! Ich habe nicht einmal angefangen. Was hat angefangen? Im Prinzip schon. Nein. Genau so. Also, Severin Sensei, was muss ich jetzt machen? Wenn du am Berg bist, am Hang, und möchtest anhalten, Ja. dann immer Richtung Tal, Ski zusammen. Okay. Du fährst abwärts, möchtest bremsen, vorne Ski zusammen. Also, Sanchindachi. Genau. Oder möchtest du bergauf laufen, den Hügel rauf, Ja. Saal hinter dir, hinter dir. Umgekehrtes V, okay. Chigodashi. Wie lange sind wir schon da? 2 Stunden. 1 Stunde? 2. Und wie weit sind wir eigentlich gekommen? 300 Meter. Dort hinten. Sind wir schnell unterwegs? Sehr schnell unterwegs. 300 Meter in 2 Stunden. Der Abilash Express. Wir sind Severin Express. Wie gesagt, Wassersachen bin ich gar nicht gut. Schwimmen kann ich nicht, Skifahren sowieso nicht. Okay, wir sind hier angekommen, beim Terminal. Nein. Das ist genauso wichtig. So, Abilash, da hast du es so toll gemacht. Ich würde sagen, du hast eine Belohnung verdient. Du darfst endlich aufs WC. Wee. Oh, ist verdammt. Schaut mal, ich bin so langsam, dass meine Kollegen mich nehmen müssen. Was ich da alles für Privilegien habe, damit ich da filmen kann. Muss ich schon sagen. Das sind Kollegen, Leute. Das sind Kollegen. Okay, was erwartet mich da jetzt? Was dich hier erwartet? Ja. Ganz viel Schmerz. Schmerz, Hals- und Beinbruch, würde ich mal sagen. Wie heißt der Spruch eigentlich, Hals- und Beinbruch? Damit man eben genau das nicht hat. Aber wie sagt man das, Hals- und Beinbruch? Weißt du das? Ja. Du bist Lehrer, du musst das wissen. Ja. Nein, eigentlich heisst es, wenn man es heraufbeschwört, passiert es. Ja. Also sollte man es ja nicht sagen. Also kein Hals- und Beinbruch. Wenn es passiert, dann wissen wir, du hast etwas Oder wird schon schief gehen, ist genau das Gleiche. Da wird die neue Kamera ausgerüstet. Sie dürfen nicht übereinander sein. Genau. Jetzt kannst du mal. Genau, jetzt kannst du jetzt so langsam aber so. Genau, wunderbar. Das geht voll in die Knie. Sollte man eigentlich als Anfänger oder als Amateur auf die Piste? Eigentlich nicht, oder? Wie willst du es so lernen? Ja.
Also ich sag mal, die ganz Anfänge sind meistens Anfang im Kinderland. Aber ich glaube, da können wir den überspringen. Und sonst lernt man sie auch in der Piste, das... Also durch Schmerz? Ja. Okay. Wenn du die Ski wieder so gerade nimmst, dann fährst du wieder vorne. Genau. Und wenn du bremsen wieder Pizza. Ja, ich würde sagen, das läuft auf. Schau, da vorne haben wir 2 schwarze Pisten. Gehen wir dort drauf, oder? Du hast zählt, wie viel ich Fresse geflogen bin, oder? 5 oder 6? 5 oder 6? 5, glaube ich. Mindestens 5. Nein, was haben wir? Hey, ich habe sogar einen Tanz gemacht. Ja, eigentlich eine Idee fürs nächste Mal. Und jetzt rückwärts. Ui! Geht bitte auf die Seite! Sonst geht's Unfall. Okay, also. Ich bin nicht so weit gekommen, Chat. Was für Chat? Schön. Ich habe es überlebt. Ich habe keine Ahnung, wieso hier kein Netz ist. Das wäre vielleicht gäbig. Ich meine, schaut mal an hier. Wenn ich da falsch angekommen wäre, mit dem Gesicht oder sonst etwas, oder wenn der Zug hier gekommen wäre, wäre ich in Nirvana. Wäre ich da raus. Wuhu, genau! Genau so! So fliege ich auf! So Leute, nach dieser Tortur gibt es Essen, würde ich mal sagen. Habe ich mir jetzt verdient. Nicht nur, weil ich es geschafft habe, sondern weil ich auch Eier gezeigt habe. Ich sage es euch, dass ich da etwas Neues gewagt habe. Ich mache das hier öfters. Neue Sachen wagen. Das tun wir schön auf YouTube festhalten. Also Leute, wir haben hier oben angefangen. Eigergletscher. Und wir sind jetzt hier. Ich habe gemeint, wir haben ein Drittel geschafft. Ihr sagt, wir haben nicht einmal ein Viertel. Und ihr habt gesagt, wo müssen wir hin? Hier oben. Windelwald-Terminal. Hier haben wir unseren Proviant. Das ist sehr gut. Let's go. Ich habe das Gleiche. Und du? Altbewährt sind wir, hä? Du wagst dich nicht an Neues. Also Patrick, wo geht's jetzt an? Ja, ich würde mal sagen, perfekt für dich, oder? Ich habe das Gefühl, ich riss das Kreuzband für zu weitermachen. Was ist das? Dann hätte ich am besten mit beiden Händen fest. Ich hätte es mit einer, weil ich kann das besser. Aber was ist das? Die wissen es gar nicht, weißt du? Dann sagt man Händchenfresser. Genau, das ist der sogenannte Händchenfresser, weil er immer Händchen kaputt macht. Du hast einen Zuglift, der bringt dich den Berg rauf, ohne dass du laufen musst. Ich einfach fest und lass dich ziehen. Oh mein Nacken. Was genau ist jetzt passiert? Lernkurve von 1 bis 10. 1 bis 10. Ja. Welche macht's?
20:09 sind wir da gewesen. Ja. Jetzt ist 4 Uhr, jetzt sind wir wieder da. 10, wie viele Stunden? Ich würde sagen, das ist ja, ziemlich flott gewesen, oder? 4 Stunden, 40 Minuten. Für eine Abfahrt. Leute, ich würde sagen, ich bin schon bis Westerhof. Das definitiv. Was mich besonders freut, dass du niemand reingefahren bist. Das ist der Punkt, Leute. Ich bin kein reinfahren, aber nur außerhalb fahren. Dafür... Nur knapp. Nur knapp. Jo Leute, was geht? Ich bin wieder daheim. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war sicher lustig für euch gewesen. Es war lustig für mich gewesen, muss ich auch sagen. Ich habe Skifahren gelernt. Ich habe hier Grindelwald gesehen. Das war auch zum ersten Mal gewesen, dass ich dort mal war. Ich habe hier ganz tolle Leute gehabt neben mir. Die haben gefilmt, die haben mir das Zeugs beigebracht, die haben mich ausgelacht. Ich bin zwar sehr auf die Fresse gefallen, aber ich bin auch immer wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Und das ist auch eine Message an euch. Egal wie oft ihr auf die Fresse geht, egal wie oft ihr scheitert, egal wie oft ihr fehlt. Wenn ihr aufsteht und weitermacht, das bringt euch langfristig viel mehr. Es ist ja nicht schlimm, wenn man sich blamiert. Im Gegenteil, das ist wichtig, damit man aus dem seinen Nutzen ziehen kann. Ich kann aus allen Feldern seinen Nutzen ziehen. Wichtig ist einfach dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben. Und ich bin sowieso einer, der jetzt eben das Jahr vor allem viele neue Sachen wagen will. Und ich würde euch gerne mitnehmen. Und falls euch das interessiert, gell, und nicht eine Umfrage gesehen habt, dann liket, kommentiert und abonniert, gell. Umfragen kommen auch, keine Sorge, aber es kommen andere Sachen. Und wenn es euch das nicht passt, dann könnt ihr mit Schub los, gell. Peace. Also Leute, ohne das Teil hätte ich wahrscheinlich ein übles Landing genommen bei den Gleisen. Aber ich habe es überlebt. Ist es gefährlich gewesen? Ja. Hat es sich gelohnt? Ja. Würde ich es nochmal machen? Ja.